Wie weit kommt dir, wenn es den Ohren, wenn es der Nuss oder wenn es dem Hals? Oder wenn es den drei? Die ORL als Teilkunde von den Ohren, von der Nuss und vom Hals. Otorhinolaryngologie. Die verschiedenen Krankheitsbilder an der ORL, die betreffen die verschiedenen Lokalisationen, dort hinten, also die Tieren, die Wehhuhn an den Ohren, mehr auch der Schwindel, an der Nuss, also nicht riechen oder nicht gut Luft kriegen. An am Hals, also den Hals weh, Tees sind oder nicht gut können schlecken. Das sind die wesentlichen Pathologien. Wir sitzen hier für uns eine Einheit, wo ganz viele Instrumente dran liegen. Wenn wir gucken, ob es halt ein Mensch kennt, das ist ein Abbeslang. Den Abbeslang, den ist von einem Prof entwickelt worden, den zu München so am Anfang vom 20. Jahrhundert. Den hat wahrscheinlich als Modell 100 Jahre. Oder wir holen den heutigen Trichter. Den ist erfunden von einem deutschen Doktor an der letzten zweiten Hälfte vom 19. Jahrhundert. Oder das heutige Instrument als ein Instrument für an eine Nuss zu gucken, als auch an der zweiten Hälfte vom 19. Jahrhundert entwickelt ging, aber mit kleinen Modifikationen weiterentwickelt ging, aber im Prinzip, grosso modo, immer noch dasselbe. Die Instrumente an der ORL haben über Zeit immens changiert. Sie haben Endoskopen für besser zu sichern oder auch die ganz Heiertaster von den einfachen Taster oder den automatischen Taster, wo der Patient nicht mehr schaffen muss. Aber ich meine, die größte Evolution ist definitiv an der Therapie. Sie haben was die Operationen sind, die immer wie weit gehen oder auch die medikamentösen Behandlungen. Also heutzutage benutzt man die ORL für die Sicherung auch den flexiblen Endoskop. Das ist ein dünner Schlauch, der viel beweglich ist, mit einer Luft, wo man dann durch die Nuss können beide Patienten an Nuss, den Hals, an den Kehlkopf gucken. Gleichzeitig kann er auch Mosen, oder wie sich die Stimmbänder bewegen und wie der Patient schlägt. Alter vom ORL sind ganz aufwieslungsreich, dadurch, dass wir Patienten von aller Alterskategorie sind, vom kleinen Baby bis zum Erwachsenen an all Alter. Und sowohl in der Praxis wie auch in der Klinik schaffen, mit den Urgenzen oder den Operationen. Ich möchte immer die Otologie beeindruckt mit der Behandlung von den Heierstörungen, zum Beispiel mit den implantärbaren Heierapparaten wie dem Cochlea-Implantat, mit dem auch Leute, die einen starken Heierverlust bis hin zur Erdarbung haben, teilweise können heieren. Ich meine, an der ORL wird so wie an den meisten Bereichen von der Medizin immer mehr Richtung Digitalisierung gehen, Ersetzen von Computern Richtung Machine Learning. Und was die medikamentöse Therapie angeht, wird auch immer mehr eng personalisiert Medizin gehen. Zum Beispiel an der Onkologie auch schon mit der Immuntherapie, wo sicherlich noch weiter Fortschritte werden kommen. Schützt der Ohren von Sophie Kamedi, von allem Kamedi auf lange Dauer, wie ob der Arbeit mit harten Maschinen denkt, um einen Heierschutz zu drohen. Auch Musik nicht zu hart lassen mit den Kopfhörern.